Eine Horde Gyptos greifen Wüstenbasan. Oh, das ist nicht gut, Freunde. Das müssen wir dringend unterbinden und die Gyptos zurückschlagen. Bühl hat es schon dorthin auf den Weg gemacht. Wie? Gut verstanden, ich danke dir. Link, auf geht's. Und an die Hilfe im Zielen kann ich meinen Blitz noch nicht richtig einsetzen. Ich bitte dich erneut um Unterstützung. Der Wüstenbasar liegt in einer Oase nordöstlich von Gerudo-Stadt. Das weißt du noch, oder? Demonstrieren wir diesen Gyptos mal, wozu wir in der Lage sind. Mhm. Ah. Richards Gerudo-Stadt natürlich aber hier überhaupt sowieso... Nee, es ist ja eigentlich alles scheiße hier. Folge Reach zum Wüstenbasar nordöstlich von Gerudo-Stadt. Ich habe keine Map. Die funktioniert hier im Sandsturm nicht. Ich meine, ich kann mir natürlich noch ein bisschen umgucken, in der Hoffnung, noch irgendwas zu finden. Ein Schrein wäre nett, würde ich jetzt aber irgendwie, würde mich jetzt wundern. Zumal, naja, ich meine, gut, ich bin ja hier schon irgendwie... Ja, ich habe keine Karte, kann gar nicht gucken, wa? Verdammt mich, was ist das hier oben? Oh Mann. Ja, ich weiß auch nicht. Soll ich noch ein bisschen gucken oder so? Oder soll ich mir straight auf den Weg machen? Ich glaube, hier umgucken lohnt sich erst dann, wenn der Sand schon wirklich weg ist. Sprich, wenn wir dann... Wie noch schön ist? Okay. Holzpfeile. Danke, Richu. Hier soweit durch sind, sprich, eben auch storybedingt hier soweit gemacht haben, dass der Sandsturm sich legt. Ich glaube nicht, dass da viel Wertvolles verschwinden wird. Hoffentlich gar nichts. Und ansonsten... Eben kann ich sowieso nichts machen. Ich kann nicht navigieren, gar nichts. Das heißt, wir teleportieren uns. Es müsste hoffentlich der richtige Schrein sein. Ich sehe nichts. Aber mal rein von der Karte her. Sandsturm. Wenn die einen Sandsturm in Sicht raubt. Ah, ne, gut, stimmt, wir hätten hochklettern können, ich Trottel. Die Gyptos dürfen nicht durchkommen! So weiter geht, überrennen sie uns. Tut mir leid, dass er nicht früher hier sein konnte. Jetzt werden diese Gyptos ausgelöscht. Mir nach, auf in den Kampf! Link, ich verlasse mich auf dich. Kein Problem, Tulin ist auch dabei. Ja, die Königin beschützen, vernichten wir diese Monster. Jo, tun wir. Oh, Rich eine eigene Energieleiste, cool. Ich will also erstmal zu denen da. Das ist die Viecher wieder komplett vernichtet, krass. So. Natürlich erstmal schön einsammeln, hä? Das sind ja starke Waffen, oder Items besser gesagt. Richu, folgt die uns, oder? Alter, das Gebiet sich gerade umfasst, ist ja krass. Also. Aber stelle ich welche nach, oder wie? Ist dies das Nest der Feinde? Strömen sie da dort hinaus? Ach so, das ist das Teil. Wir müssen das Nest zerstören, damit dieser Strom endlich ein Ende hat. Ja, macht Sinn, wa? Lass uns doch bitte erstmal die Items einsammeln. Ich weiß nicht, ob die nachher verschwinden. Das wäre mir sonst ein bisschen doof. Und wir haben jetzt Zeit, die schnellsten sind die ja nicht unbedingt.
Wo kommt die bloß? Ja, man sieht es doch gerade. Ja, da hatte gerade die Farm noch ein bisschen, aber okay, gut, komm. Die Dinge also aus diesen, naja, eben Nestern, wie es Richo schön beschrieben hat, gekommen. Wobei ich mich ja schon frage, woher kam diese plötzlich aus diesen Nester? Wieso greifen die erst jetzt an, noch nicht vorher? Dürfte auch eine interessante Frage sein. Und wo ist denn so ein Nest in der Nähe von Gerudo-Stadt? Ja, müsste auch was sein. Böller, es war sehr ehrenvoll, wie du die Stellung gehalten hast. Blitze sind also tatsächlich die Schwachstelle der Gyptos. Das gilt es auszunutzen. Oh. Zelda? Was ist das denn? Gerudo-Stadt ist in Gefahr. Zelda! Die Wirbelwinde bewegen sich auf unsere Stadt zu. Und auch Zelda verschwand in diese Richtung. Böller, wir müssen sofort zurück. Link, folge uns schnellstmöglich. Wir brauchen dich dort. Naja, also, ganz ehrlich, wenn ich gebraucht werde, komme ich natürlich. Hey, ist doch klar. Direkt nach Gerudo-Stadt, wa? Die in die Stadt zurückgekehrt sind. Ja, ganz einfach, Teleport, fertig. Ups. Entschuldigung, ihr wollt eigentlich... Mann, ich wollte Teleport. Teleport. So. Ich finde es aber, muss ich noch sagen, sehr, sehr spannend, eben auch die Unterschiede jetzt, die man sieht, zuerst zwischen Orni und den Gerudo. Bei Orni, also mussten eigentlich Tulin gar nicht helfen bei seiner Fähigkeit. Richu braucht noch unsere Hilfe, um zu wissen, wo sie ihre Fähigkeit einsetzen kann. Oder muss. Also kleine Dinge, die sehr, sehr cool sind. Extrem Hitze. Jetzt sehen wir jetzt aber nicht unbedingt direkt runter. Weil gut, der Stadt selber ist ja relativ kühl wiederum. So. Die Wirbelstürme sind also unterwegs in die Stadt, ich sehe noch nichts, aber egal. Oh. Hä? Ist sie gar nicht hier? Ja, bloß sie ist oben. Na, super. Übrigens oben, ich müsste einmal hier noch ja, eine Sidequest machen, wa? Die mir irgendwie noch fehlt. Also die mit diesen Monumenten hier, wo ich ein bisschen... Ich habe nochmal geguckt, ob es zu den letzten Folgen, ob ich irgendwo etwas vergessen habe. Hätte vergessen können. War aber der Ansatz, dass ich eigentlich alles hatte.
oh. Genau. Da drin hatten wir schon eines dieser Monumente, also kann es da drin auch nicht sein. Es muss aber in Untergrundstadt sein. Auf dem Weg zu Reach haben wir auch nichts gesehen. Da drüben waren wir auch schon. Irgendwie auch nichts zu sein. Oder da hinten, aber... nee, da ist nichts mehr. Da komme ich auch nicht durch. Du. Ach, mein Woi. Ja, es wollte der Woi. Mama, da ist. Mama, da. Ist denn hier irgendwo noch ein geheimer Raum oder so irgendwas, was ich irgendwie bis jetzt noch nicht gesehen habe? Eigentlich eher hier, aber hier waren wir schon. Hier ist ja auch nichts. Ich verstehe das nicht. Wo soll da irgendwas sein? Verwirrung. Dem hier war irgendwie auch nichts. Wow. Also wie ist jetzt an die jüngeren Weihunterricht, wie du siehst? Das junge Weih nicht mit Weih sprechen sollen. Das Gesetz war dir vielleicht nicht bekannt. Abends bist du gerne willkommen. Wenn du dabei erwischt wirst, dass du unsere Regeln brichst, später die Wache an. Das will doch niemand. Aha, okay. Also so könnte theoretisch da in die Zelle reinkommen. Ich wollte eigentlich... Das ist es doch, oder? Ja, er muss das Ding da reinpacken. Ja, wie soll denn das gehen? Okay, kein Plan, aber das muss das letzte Monument sein, was mir fehlt. Aber wenn ich es so nicht verschieben kann, wie soll das sonst gehen? Hä? Okay. Gut, ich darf noch nicht hier rein, aber wir wissen jetzt, was das letzte Monument ist. Das finde ich schon noch irgendwie. Also ich finde noch irgendwie raus, wie es funktionieren soll. Klar helfe ich. Also es riecht schon oben, ne? Es ist also bereits in ihrem Palast drin. Sieh dir das an, Link. Ein Kryptonest, genau wie beim Wüstenbazar. Auch den Bericht, den ich erhalten habe, ist jetzt zur gleichen Zeit aufgetaucht, als auch die Wirbelwinde aufkamen. Allerdings scheinen wir es diesmal mit gleich 3 Nesten zu tun zu haben. Alle 3 von dem Pforten meiner Stadt. Man könnte meinen, uns würde eine ganze Horde Gyptos auf einmal überrennen wollen. In diesem Zustand, wenn sie sich im Verteidigungsmodus befinden, sind sie äußerst widerstandsfähig. Sobald sie sich öffnen und Gyptos also ihnen herausströmen, sind sie für eine kurze Zeit angreifbar. Gyptos werden kommen, da besteht gar keine Frage. Und das wird der Zeitpunkt sein, an dem wir zurückschlagen. Hm? Zu mir. Komm. Komm zu mir. Schon wieder. Hast du es auch gehört? Es klang wie die Stimme von Urbosa aus Breath of the Wild, aber es war damals wie bei der Stimme bei Tulin, wo ich auch dachte, hey, ist das Rivali? Also quasi einfach halt der ursprüngliche Weise, der zu ihr spricht. Kinrichu, Link, was geht hier vor? Nein, es ist nichts, Spieler. Mach dir keine Sorgen. Wir müssen uns umgehend zur Schlacht begeben. Ja, vor allem,
Die Alte sagt, komm zu mir. Ja, wohin? Komm zu mir, komm zu mir. Ich meine, bei Tulin hatten wir eine Vorstellung, wo der scheiß Tempel war. Also die Arche hat hoch um den Himmel, aber hier kein Plan. Wo soll hier ein Tempel sein? Ah, jetzt sitzt du einfach da auf dem Thron drauf. Was ist mit dir los? Ja, komm, gehen wir. Was in deiner Stärke ist ja der bevorstehende Kampf und dringendste das Problem. Links tut mir leid, dass ich erneut um Hilfe bitten muss, aber kann mich vorzubereiten. Ja, ist gut, machen wir. Was können wir tun? Wir sprechen Kommandantin Tekel an der Truppenbasis über die Aufstellung unserer Truppe. Im Hof findest du Padoru, die für Materialien zuständig ist. Frühzeitig aufhalten. Diese Monster. Er wird ein Schwert stumpf. Der Blitzschlag von Königin Richu und Feuer, da wären sie empfindlich. Und Eis, geht auch. Also, ich vermute, dass es Eis auch geht. Getestet habe ich es noch nicht. Aber da wir hier in der Wüste sowieso immer Feuer gefunden haben. Das sehe ich gerne. Bombenfall wird ihn auch wirken. Wer weiß. Ein Spiegel. Ah, sehr schön. Flammenwerfer. Pfosten. Ja. Also im Vollpfosten kommt momentan auch vor. Sehr schön. 100 Pfeile, wa? Stabile Kisten ist halt Gerudo-Handwerk. Was haben wir denn da Schönes? Nehme ich gerne, dankeschön. Nehme ich auch gerne, dankeschön. Nehme ich auch gerne, dankeschön. Also alles ist vorbereitet für den Kampf, man sieht schon. Angestärke. 24 Kilo Knochen haben wir. Lecco mio, hey. Die an die Waffen zu knüppeln wäre natürlich schon geil. Wir schon starke Waffen haben, von dem her. Gerudo-Schild nochmal. Habe ich aktuell. Ich habe Gerudo-Schild. Sonnenschild, hier ist noch nichts dran. Das heißt, ihr könnt hier zumindest mal noch das kombinieren. Gerudo-Messer, Zweihänder, Gerudo-Bogen. Lanze. Aber ich spare noch ein bisschen für später auf, weil, ja, wir haben sonst gute Waffen dabei. Die waren alle ordentlich Damage. Das passt, glaube ich. Barrikaden. Darfst du gerne bedienen. Wenn du mir aufträgst, in einem der Tor eine Barrikade zu errichten, werde ich das tun. Wir können an der ehrenvollen Sache am besten dienlich sein. Barrikade errichten. Also, auf diese Weise verstärken. Nimm doch mal das Osttor. Ne, Moment. Nimm das Westtor, weil das Osttor, da werden sie sowieso gut aufgehalten. Weil dort Sandsturm mehr gewütet hat. Und wir nämlich erstmal nach Norden durchschlagen, dort das Nest mit Reach zusammen vernichten. Dann gehen wir, je nachdem, wie es im Osten und Westen aussieht. Gehe halt in die andere Richtung. Gut. Dankeschön. Das eigentlich können noch mehrere Barrikaden errichten. Nach Abbruch der Schlacht der Bogen bricht oder die Pfeile ausgehen, kann ich dir Ersatz geben. Okay, dankeschön. Ja, man merkt schon, es ist halt Story-spezifisch, sprich, wenn man da halt direkt nach einem Abenteuerbeginn herkommen würde, eventuell noch nicht so viele Sachen, wie wir jetzt haben. Und dann wäre sowas schon sehr hilfreich. Aber jetzt in unserem Fall kann man sagen, ganz ehrlich, ich habe gute Bögen, ich habe genug Pfeile, also hoffe immer noch. Ja, 197, das reicht locker. Was macht die Schönes? Will sie Gyptos wegsprengen oder was?
abfeuern zu dürfen. Okay. Aha, sie haben ihre Dinger schon ausgerüstet, wie ich sehe. Haben ein Elektro-Exelfosson, habe ich jetzt nur eins. Aber ich habe noch die Eisdinger, müssen auch gut helfen. Ich habe 18 von den Feuerviechern. Auch gut, kann ich eigentlich auch mal so irgendwo mal dran mutieren. Das Ding hier, Peter Mittelkammer, sieht auch kacke aus. Die Gyptocoil sieht auch scheiße aus, also das schwarze Horblinhorn. Irgendwie, die Dinger sehen irgendwie immer besser aus, wa? Die fusionieren schon mit den Waffen. Hier ist einfach nur draufgeklebt quasi, aber hier ist eine richtige schöne Fusion. So wie hier. Die Dinger will ich eher gegen Leunen einsetzen, ne? Muss ich vielleicht mal auf die Suche nach Leunen machen, ne? Vor allem mal so blaue wieder mal, nicht nur die roten. Vielleicht für ein bisschen bessere Waffen oder irgendwie auch bessere Dreierbögen. Ja, vielleicht soll das nächste Upgrade, was ich mache, bei unserem Kumpel Arunus, auch auf die Bögen legen. Ich meine, eigentlich, wir haben immer zu viele Bögen von dem her, also ich kann eigentlich, ich würde sagen, okay, ich habe nur einen Gerudo-Bogen und gar keinen, ich habe einen Ritterbogen, einen Anionbogen und dafür 2, 3 Leunenbögen oder Stärke-Varianten davon. Passt vielleicht auch. Das stimmt. Oh. Gleichmäßig ausschweren oder sich je nach Bedarf an den Touren konzentrieren, denen Gefahr droht. Speerkriegerin, Säbelkriegerin, Artillerie. Das Säbel eher weniger. Weil da bist du auch zu nahe dran. Ich meine, klar, sie haben ja... Ja, das Problem ist natürlich mit dem Schild, ne? Das haben sie vor ein paar Folgen erwähnt. Dass sie natürlich mit dem Speer kein Schild halten können. Oh. Ja, dann machen es anders. Wir machen es anders. Ich nehme die Speerkriegerinnen. Das Osttor habe ich jetzt verbarrikadiert. Vielleicht wären dort die Speerkriegen cool, weil sie dann halt durch die Barrikaden durchstechen können. Ah. Ah. Oh. 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 Die schicke ich mal ans... Ah ne, warte mal, das war ja falsch. Oh. Ich wollte es anders machen, Moment. Oh. Die ans Osttor. Oh. Oh. Die Speerkriegerinnen zum Westtor. Ah. Oh. Kombinieren. Verstehe, Strategie besteht darin, alles unter Strom zu setzen. Achso. Ja gut, ja, natürlich. Oh. Was sonst? Oh. Das sind aus Eisen die Dinger, okay. Ich dachte eigentlich eben, dass man halt da durch die Barrikade noch durchstechen kann. Also zwischen den Löchern der Holzscheitel halt. Artillerie kann zum Nordtor mitkommen. Oh. Dann können Reach und ich an der Front kämpfen und sie geben uns Rückendeckung da oben. Gut. Ja, hätten wir das auch. Das wird schon irgendwie klappen, Freunde. Mache mir jetzt ehrlich gesagt weniger Sorgen. Und du die Artillerie auch zum Osttor schicken können, wa? Zusammen mit den Säbelkämpfern. Dann würden ich und Reach alleine dort vorne mischen, aber naja. Link. Die Stimme, die wir gehört haben. Ich würde schon sehr gerne wissen, wer oder was er dahinter verbirgt, aber... Da kommen sie. Eure Majestät, eine große Anzahl gibt es bewegt sich auf uns zu. Sie wollen die Stadt angreifen.
Bühler sind die Stabvorgänger umringt. Kein Grund zu verzagen. Sie weist auch eine Chance. Heute kämpfen wir hier, um sie und ihr Nester allesamt auszulöschen. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Wie können die eigentlich ihre Waffen kombinieren? Da ist eine Fähigkeit der Ultrahand. Also, ja, nicht ganz Ultrahand, aber ihr wisst schon, ist eigentlich unsere Fähigkeit. Vor der Stadt. Verstärkt die Verteidigung an den Toren. Na dann, auf geht's. Der Feind kommt aus dem Nest am Osttor. Zum Angriff. Achso, ich wollte sagen zum Norden. Ups, naja. Richu? Aus dem Nest am Nordtor kommen sie auch. Lasst sie nicht in die Stadt. Dieses Nest wird keine Gyptos mehr hervorbringen. Okay, den Osten abgefrühstückt, gehen wir zum Norden. Ich schlag sie am besten von hinten heraus. Kontakt auch am Westtor. Ich werde sie mit meinem Blitzschlag zerstören. Ja, erst gehen wir in den Norden. Und zwar mache ich erst das Nest kaputt und dann schlage ich sie von hinten nach vorne durch. Gibt's eigentlich noch ein Game Over? Feinde in der Stadt. Haben Sie die Verteidigung an den Toren durchbrochen? Gut, ein weiteres Nest ist außer Gefecht. Es kommen immer mehr. Wir müssen alle Nester zerstören. Der Feind nähert sich dem Zentrum der Stadt. Zum Gegenangriff. Ja, bin dran, bin dran. Wieso sind eigentlich hier welche? Es kommen immer mehr. Wir müssen alle Nester zerstören. Bin schon dran, bin schon... Gibt's auch fliehende von denen? Der Feind hat uns erreicht. Wir sind die letzte Verteidigungslinie. Kämpft! Das sind echt Fliegende. Gut, lassen wir die mal. Richu! Die Nester sind zerstört. Bereiten wir den restlichen Gyptos in der Stadt ein Ende. Gypto-Flügel. Richu? Wieso wirst du attackiert? Von wem vor allem? Was, der eine fliegende Ring übersehen habe? Ja, kann sein, wa? Also mehr Fliegende kommen nicht mehr. Sieg! Sieg, Gerudos! Scheiß Gyptos, verpisst euch! Link, ich wollte im Namen der Gerudo für deinen danke dir im Namen der Gerudo für deinen Einsatz. Und ich hätten wir den Kampf nie gewonnen.
Nun die Ägypternester um die Stadt herum zerstört sind, sollte die Lage ja vorher wieder beruhigt haben. Weißt du, mir fiel auf, dass die Nester zu Sand zerfielen, als wir sie vernichteten. Die Gyptos und der Sand stehen wohl irgendwie miteinander in Verbindung. Vielleicht der Sandsturm sie gerufen hat? Ob sie am Ende den Sandsturm gar selbst erzeugt haben? Noch was mir nicht aus dem Kopf. Die Stimmen, die wir beide gehört haben. Eine Stimme und Blitze. Das alles erinnert mich an etwas. Linke will dir etwas zeigen. Bitte komm zum Wandbild in dem großen Saal in der Untergrundstadt. Okay. Gibt doch Knochen. Haben wir sonst eigentlich hier alle Dinger jetzt geholt, oder? Noch schwer so pauschal zu sagen, wa? So. Bin ich auch broken, das passt doch. Dann kann ich noch den hier mitnehmen und kann noch mit den anderen holen, der da unten stand. Souvenirs oder was? Sava. Die Kriegsbeute. Die Waffen sind weg. Ach nö. So unnötig. Auf der anderen Seite noch etwas. So, was mit dir? Bist auch zufrieden? Okay. Wir haben gesiegt. Ja, vorerst, wir wissen nicht, ob diese Teile wieder kommen. Das, naja. Ich habe keinen Bock, durch das Tor zu gehen. Gerudo Untergrundstadt. Wieder einmal. Alter, 49 von den Dingern. Es ist einfach schade, dass die Dinge nicht großartig verkaufen kann. Also sie haben halt Power, das stimmt, die kannst du überall dran packen. Vielleicht sogar am Bögen. Ah, so warte mal, es ist ja abends. Hi. Im echten Boy. Nali, du schaffst das schon, gib einfach dein Bestes. Ich kann einfach nicht ins Gesicht schauen. Die Furcht vor mir ist größer als die Furcht vor dir selber. Nein, umgekehrt eigentlich. So. Drüber rumpelt. Das ist zu viel für sie, wenn ein Gedicht bedeckt wäre. Besser so? Hi. Mein Gesicht ist bedeckt. Und das klappt. Die lacht doch eher bei den Rüssel. Was? Ich bin Nali, ich mache ganz leckere Wildbeeren-Crabs. Auf einen Void zu machen. Gut, das reicht. Wow. Fantastisch, Nali. Viele Voids sind einfach gestrickt. Aha, leicht zu beeindrucken. Dankeschön. Sag. Gerne wiederkommen. Hi. Britana? Oh, das Getränk aus der Bar.
Das Getränk aus der Bar, muss ich das holen gehen oder was? Das Getränk aus der Bar. Ja, ich frage mich eher, wie ich das Teil hier mal reinbringe. Das muss da rein, das sieht man doch. Und das wäre das letzte Monument, aber ich krieg weder das eine noch das andere da raus. Hä? Wie soll denn das gehen? Muss ich echt erstmal alle dort zufriedenstellen quasi? Das Getränk aus der Bar, oh, war die scheiß Bar schon wieder. Hier? Was? Toll, das heißt, ich kann das eher später machen, oder wie? Verstehe ich nicht. Okay. Gut, Riju will eh mit uns quatschen. Ich dachte gerade, die können das vielleicht noch machen, aber wenn es doch geht, geht's halt nicht. Ah, soll das hier der Wüstentempel sein, oder was? Die Frage ist, wo ist er? So, Link, gut, dass du hier bist. Bitte sieh dir dieses Wandbild an. Die Geruden nehmen an, dass es von unseren Vorfahren stammt. Als es erschaffen wurde, wurde diese unterirdische Stadt auch als Zufluchtsort genutzt, genau wie jetzt. In grauer Vorzeit wurden die Gerudo wohl schon einmal von einer schrecklichen Katastrophe bedroht. Da steht hinter dem Thron, rote Säulen in der Hitze. Licht im Dreieck, Stein der Blitze. Wenn meine Stimme ruft nach dir, so folge ihr und komm zu mir. Ein Hinweis, ein Rätsel. Na dann. Gucken wir uns das mal kurz an. Ein paar Minuten uns dafür noch leisten. Oh, und jetzt? Hä? Wo bin ich? Puh. Schwein gehabt. So, hinter dem Thron. Hinter dem Thron nach links. Ja, ich meine, da sehe ich schon Säulen. Säulen der Wahrheit quasi. Rote Säulen der Hitze, das muss tagsüber passieren oder was? Licht im Dreieck, Stein der Blitze. War gerade Stein der Blitze noch nicht so richtig schnell. Alter! Das ist richtig laut hier draußen. Die scheiß Geografie von Ganondorf so gut sieht von hier aus. Egal. Durch massiven Stein. So, extreme Hitze. Kälte, Entschuldigung. Tulin, wo bist du? Also ich sehe da einen, ich sehe da nochmal einen. Fest halt die aufsprengen, das kriegen wir noch hin. Dreieck dürfte soweit auch klar sein, ne? Da geht's dann zum anderen, ne?
Krog? Kein Krog. Niemals ein Krog. Oh, was ist denn da vorne? Okay, doch nichts. Ja, von hier oben sieht man zumindest mal ein bisschen was wieder. Das Licht geht dorthin. Ist dort der nächste von denen? Ich dachte zwar, irgendwie da drüben gesehen. Da ist doch einer. Markier den mal. Das Licht geht dahin. Na gut, es muss im Dreieck sein, ne? Da ist übrigens noch ein Schrein. Mitten in der Wüste. Das Ding kennen wir auch noch. War nicht irgendwie früher mal in Breath of the Wild hier noch irgendwie eine große Fee? Also eben, dann muss er darüber noch. Und darüber. Dort zum Schrein. Oh wei, oh wei. Ich glaube, die große Fee hier in der Wüste war irgendwo hier ganz, vielleicht sogar hier in der Nähe. Ich glaube, Exil Drachen irgendwo hier drüben war es. Das könnte doch gut sein. Also, warte mal. Das Ding zeigt, oder strahlt auf in die Richtung. Ich sehe da nicht so ein Gebäude, wie wir es hier haben. Das irritiert mich ein bisschen. Da gehe ich doch erstmal darüber, ja? Weil ich das halt direkt sehe und ja. Überall Schreine. Gut, bei der Südoase ist dann Schreine, das macht natürlich Sinn. Ach ja, ach ja. Wir natürlich in der Wüste noch ein paar Schreine geben, ne? Ist ganz klar, so wie wir hier oben ein paar gesehen haben, auch hier oben, da wird es dann auch irgendwo ein paar geben, hier oben sowieso. Wir natürlich bei weitem noch nicht alle haben, die ganzen Schatztruhen muss ich auch mal abklappern, aber wir machen erstmal hier mal die Story fertig bei Gerudo Stadt. Und da muss ich mich eher auch mal dringend mal um den Untergrund kümmern, was längst mal überfällig ist. Und ja, insofern, dann schon mal vielen Dank wieder fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, war eine spannende Folge. Und ja, ich hoffe doch, dass wir irgendwie da halt durchkommen. Ach, guck mal an, dann sehe ich den Ding doch wieder nicht so richtig, wegen dem Sandsturm. Ah, da ist einer. Ja, jetzt sehe ich ihn besser, okay. Gut, nee, dann gehe ich doch erstmal dahin. Problem ist, er muss einfach straight rüber, einfach geradeaus. Vielleicht mal trotzdem noch eine Markierung, weil auch wenn ich könnte etwa passen. Weil auch wenn ich natürlich, sagen wir mal, die Karten nicht mehr richtig habe, die Markierung nicht mehr habe, wo ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Die Markierungen selbst, also dort was markiert habe, müssen wir trotzdem noch haben. Hoffe zumindest mal. Ist langsam Tag, hä? Okay, okay. Ja, also nächste Folge kümmern wir uns darum, wie wir da am besten durchkommen. Vielleicht sollen wir eigentlich eher einen Schlittenhund besorgen. Also eine Sandrobe, um da durchzugehen. Oder ich versuche es doch mit dem Gleitflug. Oh, Rivalsturm war jetzt so geil. Einfach nach oben und dann straight rüber. Oh, ziemlich wirklich gut. Oder nochmal von da oben her. Ja, vielleicht eine schlechte Idee. Nochmal von hier haben wir ein bisschen höheren Aufwind. Naja, wir werden sehen, ob es viel bringt. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.